was denkst du, jetzt eine ganz offene Frage, was hat das Internet dem Feminismus gebracht für dich als Profi? Also das Internet macht es halt einfach super einfach, gleichgesinnte Menschen ausfindig zu machen und sich zu informieren, zum Beispiel ja nicht nur über Feminismus, aber unter anderem und wirklich neue Perspektiven einfließen zu lassen. Und das ist für mich super wichtig und als Aktivistin ist es natürlich auch total von Vorteil, wirklich dann in kurzer Zeit Projekte und Aktionen zu stemmen, ohne dass man sich irgendwie offline zusammensetzen muss. Du kannst im Grunde durch dezentrale Werkzeuge und Tools das dann in kürzester Zeit auf die Beine stellen und das ist natürlich unschlagbar. Und wie schafft man diesen Sprung, also vom Virtuellen zum Realen oder auch diesen Sprung vom All Talk and No Action zum eigentlichen Action dann? Ja, das passiert schon in erster Linie über eine gewisse entweder eigene Betroffenheit oder einfach eine Emotionalität. Also Menschen funktionieren halt so, dass sie sich auf einer gewissen Ebene damit identifizieren müssen, um sich dazu zu äußern, um dann vielleicht sogar, weiß ich nicht, Petitionen aufzusetzen, Demonstrationen zu starten, andere Leute zu aktivieren. Also das muss einfach schon möglich sein, immer eine gewisse Emotionalität, so ein emotionales Echo nenne ich das meistens, einfach erreichen zu können. Wie ist das, wenn du Männer oder vielleicht auch einfach Menschen kennenlernst und denen von deinem Beruf oder es ist ein Beruf oder eine Einstellung, beides wahrscheinlich. Wie sind da die Reaktionen? Sehr unterschiedlich, also je nachdem, welcher Kontext das ist. Interessant ist auch immer wieder so diese Erfahrung, dass man schon länger jemanden kennt und dann kommt das plötzlich irgendwann mal auf und dann verändert sich plötzlich dieses Verhältnis, weil diese Person irgendwie so eine stereotype Vorstellung von Feminismus hat. Also gerade wenn es Männer sind, dann ist plötzlich so, oh, jetzt darf ich irgendwie plötzlich Sachen nicht mehr sagen oder so. Oder jetzt ist irgendwie plötzlich die Witze, die ich mache, die sind nicht mehr lustig. Und das ist natürlich Quatsch. Also das versuche ich dann immer auszuhebeln und auch zu sagen, naja, komm, wir haben uns vorher gut verstanden. Bloß weil ich jetzt diese politische Position vertrete, heißt das nicht, dass es nicht weitergehen kann. Es wird wahrscheinlich passieren, dass ich vielleicht öfter mit dir diskutiere bei manchen Aussagen, aber das musst du auch aushalten können am Ende. Also das ändert ja nichts daran, dass man trotzdem miteinander klarkommen kann.